من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden heute inshallah mit unserem 27. Vortrag weitermachen von Asma'ul Husna. Wir werden heute inshallah den Namen Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab versuchen hier zu erklären, bi'iznillah. Al-Wahhab, ich komme inshallah gleich zum Thema, um nicht lange um den Vorwort zu sprechen, weil das ist diesmal ein, was heißt umfangreich, es ist ja mehrdimensional, sage ich mal, ein Vortrag. Deswegen inshallah werde ich gleich zum Thema auch kommen. Al-Wahhab stammt von der Wortwurzel Wahabe ab und bedeutet, im Türkischen sagt man, Bi-Shay hibe etmek, jemanden eine Sache schenken, geben. Eine Sache geben. Al-Wahhab, Wahhab bedeutet, eine Sache zu geben, ohne etwas dafür zu fordern. Nicht nur fordern, ohne danach auch irgendwas überhaupt zu erwarten, eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist sehr wichtig. Und im edlen Koran kommt dieser Name von Allah, Al-Wahhab, 3-mal vor. Als Fehl, als Verb kommt es circa um die 20 Mal vor, ein bisschen mehr als 20, 22 Mal. Aber als Nomen, Al-Wahhab, kommt 3-mal im edlen Koran vor. Ich möchte gerne die Verse kurz aufsagen, und zwar einmal in Surah Al-Imran, wo das Dua der Gläubigen ist, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Unser Herr, lasse unsere Herzen, nachdem du sie recht geleitet hast, nicht von dir abirren und schenke uns von dir aus eine Barmherzigkeit, denn du bist ja wahrlich der Al-Wahhab. Du bist derjenige, der unablässig Gebende. Du bist derjenige, der schenkt, ohne eine Forderung, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wo die Mushrikun in Mekka sich beschweren oder verwundert sind, warum das Prophetentum auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen hat und nicht jemand anderen. Da die sagten, unzila alayhi zikru min baynina, ist die Ermahnung unter uns nur zu ihnen alleine gekommen, haben sie gesagt. Und dann sagt Allah als Jawab, am indahum khazainu rahmati rabbika al-aziz al-wahhab, besitzen sie etwa die Schätze der Barmherzigkeit deines Herrn, der Aziz, der mächtig ist, der geehrt ist, und Wahhab ist, der immer wieder gebend ist, sagt Allah. Der dritte Vers, wo Al-Wahhab vorkommt, ist das Dua von Suleiman a.s. Allah gegenüber, wo er sagte, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Suleiman machte Dua zu Allah und sagte, oh mein Herr, vergib mir und gewähre mir ein Königreich, gewähre mir ein Mulkiyat, also ein Besitztum, wie es keinem nach mir geziemt. Wahrlich, du bist derjenige, der die Gaben verleiht. Du bist derjenige, der Wahhab ist. Das sind diese 3 Verse, wo der Name Al-Wahhab, Allah subhanahu wa ta'ala, da vorkommt. Al-Wahhab ist Mubalagha, Ism Fa'il, das ist die, man sagt Mubalagha, übertriebene Form. Übertrieben gibt es nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die extrem am Maximum ausführend dieser Tat. Jemand, der diese Tat am meisten und auf die schönste Art und Weise am meisten ausführt, ist derjenige, der Al-Wahhab ist. Deswegen können wir eigentlich sagen, Al-Wahhab, derjenige, der gibt, der die Gaben verleiht, muss oder hat in 2 Voraussetzungen. Er muss, deswegen kann ein Mensch nicht Wahhab sein, er muss unterschiedliche Sachen geben können. Also es geht hier nicht nur um Geld, es geht um viel mehr. Er muss auf unterschiedliche Art und Weise die Arten geben. Das eine ist zum Beispiel Hidayat, das andere ist das Augenlicht, das andere ist Rizq, das andere ist ein Herz, was gefestigt ist, das andere ist Kinder, das andere ist eine Familie. Er gibt in unterschiedlichen Art und Weisen, er gibt nicht nur in einem Bereich
Und er ist derjenige, der unablässig Gebende. Er hört nie auf zu geben. Er ist nicht begrenzt, sein Geben. Sein Geben ist unbegrenzt. Er ist nicht so, dass er nur für eine bestimmte Zeit gibt und dann gibt er nicht. Allah gibt immer und er gibt alles in unterschiedlichsten Formen. Alles. Es gibt keine Grenzen diesbezüglich. Das ist Al-Wahhab. Daher, wenn wir jetzt zusammenfassen, können wir sagen, Al-Wahhab bedeutet, Allah ist derjenige, der die Gaben, der eine Sache seinen Dienern schenkt, gibt. Schenken und Hibat oder geben. Es gibt einen Unterschied zwischen Schenken und Gaben. Schenken könnte auch was Schlechtes beinhalten. Man kann auch einem Menschen etwas Schlechtes schenken. Aber Gaben verleihen, Gaben geben, ist nur Khair. Das eine Nimet ist immer gut. Es gibt keinen Schad. Und alle Verse mit Wahhab sind von Gaben abhängig. Es ist alles Mutlaq Khair, was Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Denn Allah gibt nichts, was schlecht ist. Allah gibt alles, was Khair ist. Das ist von seinem Namen Wahhab abhängig. Allah ist derjenige, der ohne eine Gegenleistung, ohne etwas zurückzuerwarten, dem Menschen etwas gibt, schenkt, der seinen Dienern mit besonderen Gaben beschert. Das ist Allah, sein Name Al-Wahhab. Derjenige, der schenkt, der gibt, ohne etwas zu fordern, zu verlangen. Das ist der Name. Wo finden wir denn die Reflexion von Allah subhanahu wa ta'ala, sein Name Al-Wahhab? Wir werden sehen, dass in allen Bereichen unseres Lebens wir die Reflexion Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder sehen können. Wenn wir schauen, könnten wir Allah seine Gaben niemals aufzählen. Allah seine Geschenke uns gegenüber könnten wir niemals aufzählen. Alleine die Luft, die wir atmen, ist eine Gabe Allahs, ein Geschenk Allahs. Allah gibt den einen eine Zunge, den einen macht er stumm, der andere spricht. Reden ist eine Gabe. Manchen gibt er das, manchen gibt er das nicht. Das Augenlicht, sehen, ist eine Gabe Allahs. Manche sind blind, manche können sehen. Allah gibt es, wen er möchte. Es ist ein Hibe, das ist ein Geschenk Allahs. Unsere 5 Finger, wie unsere Gedärme arbeiten, wie unser Hirn ist, die Umwelt, alles sind Gaben Allahs. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Er gab euch noch von all dem, worum ihr ihn gebeten habt. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Wenn ihr die Gaben Allahs aufzählen wollen würdet, so würdet ihr diese Gaben niemals erfassen können. Ihr könntet diese Gaben niemals aufzählen. Innal insana lazalumun kafara. Ganz gewiss ist der Mensch äußerst unrechtbegehend und äußerst undankbar, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt möchte ich aber inshallah nicht über alle Gaben Allahs hier kurz drauf eingehen. Und zwar, wir könnten diese Gaben Allahs niemals aufzählen. Niemals. Würdest du hinsetzen, dein Lebensbeginn bis zu deinem Tod, alle Jahre, würdest du es nicht schaffen, Allahs Gaben aufzuzählen. Würdest du alle Tinten dieser Erde nehmen und für die Gaben Allahs versuchen aufzuschreiben, würde es nicht reichen. Es ist unmöglich, die Gaben Allahs zu umfassen. Ich möchte aber jetzt auf 6 Punkte kommen, wo Allah subhanahu wa ta'ala das Verb Wahaba benutzt immer wieder im Koran und unseren Fokus auf besonders diese 6 Punkte setzt, wo er sagt, wa wahabna, und wir haben ihn geschenkt, wir haben ihn gegeben. 6 Punkte, wo Allah besonders unseren Fokus hinlegt und sagt, guck mal, hier habe ich was ganz Besonderes gegeben. Das ist was Besonderes. Das ist okay, die ganzen Gaben, alles sind Gaben, aber diese 6 Punkte sind nochmal besondere Gaben, die auch ein Geschenk von Allah sind, die nur ein Geschenk von Allah sind. 3-mal Al-Wahhab kommt vor und 22 Mal, ca. 20 Mal kommt das Wahhab vor als viel. Was würdet ihr denn glauben, was denn das größte Geschenk ist auf dieser Welt, was man kriegen kann? Das ist unabhängig, ob Muslim oder Kafir, jemand, der es hat, der wird immer wieder das bestätigen können. Was ist ein Kafir, der kein Tawhid hat? Was würde er sagen, das ist das schönste Geschenk, was ich je bekommen habe? Sein Leben. Zeit. Ich würde eher sagen Kinder. Wenn ein Mensch ein Kind bekommt, das ist immer viele, die ein Kind bekommen haben, die sagen immer, dieses Gefühl ist ganz besonders. Dieses Gefühl ist, das war das schönste Geschenk, was ich in meinem Leben bekommen habe. Tatsächlich ist ein Kind absolut der Name Allahs Al-Wahhab. Das ist die Reflexion Allahs Al-Wahhab. Ein Kind zu bekommen, ist ein Geschenk
was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Allah sagt im Heiligen Koran, Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Yakhluqu ma yasha'u, yahibu liman yasha'u inasan, wa yahibu liman yasha'u zukura. Allah ist es, der seinen Dienern schenkt weibliche Wesen oder manchmal männliche Wesen schenkt er ihnen. Oder er gibt beiden, Mann und Frau. Also er gibt sowohl Junge als auch Mädchen. Und manche macht er nicht fruchtbar. Manche können überhaupt keine Kinder kriegen. Warum? Warum können das manche nicht und manche bekommt? Innahu alimun qadir. Denn ganz gewiss. Warum? Weil er ist der Allwissende und er ist Qadir. Er ist der Mächtige. Ein Kind zu bekommen, hängt von dem Namen Allahs Al-Wahhab ab. Es ist ein Geschenk. Und wenn jemand keine Kinder kriegt, so ist das von dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala abhängig, Al-Alim und Al-Qadir. Allah sein Geben ist gebunden an seinem Wissen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen keine Kinder gibt, so hat das einen Grund, warum er diesem Menschen keinen gegeben hat. Er macht nichts willkürlich. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen, er wollte einen Jungen haben, aber Mädchen gibt, so hat das einen Grund. Wenn Allah ein krankes Kind gibt, hat das einen Grund. Und wenn Allah gar nichts gibt oder erst 10 Jahre später gibt, so hat dies ebenfalls einen Grund. Aber andersrum, wenn Allah einem Menschen danach ein Kind geben will, so ist er Qadir, er ist der Mächtige. Nichts kann ihn dabei aufhalten. Nichts. Ibrahim a.s. war in einem sehr hohen Alter und er wollte ein Kind haben. Er und seine Frau waren sehr alt gewesen, sehr alt. Als Ibrahim das Dua zu Allah macht, kommt dann Engel zu Ibrahim a.s. zu ihm nach Hause. Als sie ihm dann Ikram machen, Essen geben, merkt er, die essen das nicht. Dann merkt Ibrahim a.s., das sind Engel, irgendwas stimmt hier nicht. Sie kommen und überbringen die Nachricht, dass das Volk von Lut vernichtet wird und sie kommen mit der Botschaft, dass Ibrahim ein Kind kriegen wird. Daraufhin sagte die Frau von Ibrahim a.s., sie sagte, Ja waylata, o weh mir, a'alidu wa ana ajuzun wa haza ba'li shaykhan, inna haza la shay'un ajib. Soll ich ein Kind gebären, wo ich doch eine alte Frau bin und dieser, mein Ehemann, ein Greise ist, also genauso alt ist? Das wäre wahrlich eine sehr erstaunliche Sache. Es ist sehr wunderlich, wenn das möglich wäre. Er sagt, Ibrahim vielleicht 70, 80 Jahre, die Frau 60, 70 Jahre, also ganz alt. Und da kommt jemand, die Engel sagen, dein Dua wurde erhöht, du kriegst ein Kind. Und die Frau sagt, wie soll das gehen? Das ist wahrlich was Schockierendes, das ist doch nichts Normales. Und die Engel antworteten, Qala, ata'jibina min amrillah, bist du verwundert über das Befehl Allah subhanahu wa ta'ala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayti innahu hamidun majid. Ganz gewiss, Allahs Gnade und seine Segnung sind über euch, o Leute des Hauses. Wahrlich, er ist der Preiswürdige, er ist der Ruhmvolle. Obwohl die so alt waren, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ein Kind gegeben. Mit welchem Namen? Mit Allahs Namen Al-Wahhab. Maryam hat Isa a.s. bekommen, ohne dass ein Mann sie berührt hat. Warum? Allah ist Al-Wahhab. Wenn Allah jemandem ein Kind geben will, dann gibt es keine Regel mehr. Maryam war unmöglich, sie hat es bekommen. Ibrahim und seine Frau, unmöglich, sie haben es bekommen. Zakaria hat Yahya bekommen. Ali Imran und die Frau Hanan haben ein Kind bekommen. Die waren sehr alt gewesen, war nicht möglich gewesen. Daher ist es für einen Muslim sehr wichtig, wenn die Ärzte, wenn es biologisch, wenn es auch sonst was, jemand zu euch kommt und sagt, ihr kriegt keine Kinder mehr, so hat dies null Bedeutung. Null. Warum? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala euch ein Kind geben möchte und ihr mit dem Namen Allahs Al-Wahhab Tawassul macht, um Allah darum bittet, euch Kinder zu geben, dann ist nichts unmöglich. Guck mal, das ist der Iman zu Allah. Und deswegen zählt Allah diese Familie auf von Ibrahim, wo es unmöglich war, wo die Frau selbst sagt, das ist doch nicht normal. Und die Engel sagen, bist du verwundert über den Befehl Allahs?
Maryam wurde nicht mal berührt und sie hat eins bekommen. Das soll für uns eine Lektion sein. Nichts und niemand kann, wenn er sagt, es ist nicht mehr möglich, aber du Dua zu Allah machst und Allah für dich es angebracht sieht, so ist dies möglich und Allah kann dir ein Kind geben. Es gibt lebendige Beispiele und uns viele solcher, wo die Ärzte meinten, das geht nicht, am Ende ging es. Oder Ärzte, die gesagt haben, wenn man ein Kind kriegt, wird die Frau sterben oder sie kann das nicht gebären, sie ist zu krank. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, der Al-Wahhab ist, dir ein Kind schenken möchte, er ist Alim und Qadir. Er ist der Allwissende und nichts kann ihn dabei aufhalten. Das erste, Kinder, sind Allahs Namen Al-Wahhab, Geschenke. Das zweite ist, gute und salih Nachkommen, aufrichtige Ehefrau, Ehemann und Kinder, die salih sind. Das in Surah Furqan heißt es, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Das ist das Dua der Gläubigen. Unser Herr, gewähre uns an unsere Frauen und Kindern Augentrost, Ermutigung und mache uns zu einem Vorbild für die Gottesfürchtigen. Hassan al-Basri sagt, es gibt Wallahi für einen Gläubigen nichts Erfreulicheres, dessen Augen zum Leuchten kommen, wenn er seine Ehefrau, seine Kinder und seine Enkelkinder sieht, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Gute Nachkommen sind daher sehr, sehr wichtig. Und immer wieder, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über Salih Kinder spricht oder gute Frauen spricht, dann kommt immer das Verb Wahaba vor. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقًا وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Und wir schenken, وَوَهَبْنَا, wir schenken ihn. Guck mal, wir haben es geschenkt. Das ist ein Hedier von uns. وَوَهَبْنَا, wir schenken ihn Ishaq und Jakob und wir machten jeden von ihnen zu Rechtschaffenen. Jetzt kommt hierbei was sehr, sehr Besonderes vor bei diesem Namen Al-Wahhab. Der kommt circa 22 Mal vor, beziehungsweise 20 Mal. 18 Mal davon, 18 Mal kommt er in Verbindung mit Familie. 18 Mal kommt dieser Name in Verbindung mit Familie. Entweder gute Ehefrau, gute Kinder oder gute Surriyat, also komplette Nachkommen, Generation. 18 Mal kommt das mit der Familie in Verbindung. Sehr, sehr erstaunlich und sehr, sehr bedeutsam, sehr wichtig. Warum ist die Familie so wichtig? Guck mal, wenn du 10 Kinder hast und 9 Kinder sind salih, ein Kind davon ist nicht salih, dann hast du keinen Husur mehr in deiner Familie, keinen Frieden mehr in deiner Familie. Wenn du 4 Frauen hast und eine von diesen Frauen ist nicht gehorsam, so findest du keinen Frieden mehr in dieser Familie. Eine Familie, eine Salih-Familie ist eins der größten Gaben, die Allah einem Ehemann und Ehefrau geben kann. Eine aufrichtige Frau beziehungsweise ein aufrichtiger Mann ist eins der größten Gaben, die Allah Al-Wahhab, ein Geschenk, der Allah subhanahu wa ta'ala einer Familie nur geben kann. In dem Musnad von Ahmad ibn Hanbal berichtet er vom Gesandten Allahs, Min sa'adati ibn Adam salasatun. 3 Dinge sind vom Glück Menschen, also sind die Erfreunisse eines Menschen von Ibn Adam. Wa min shiqawati ibn Adam salasatun. Und 3 Dinge sind das Unglück, sind das Husursus, was ihn kaputt macht von dem Menschen, Ibn Adam. Sa'adat ibn Adam, von dem Guten, was dem Menschen ist, was das Glück eines Menschen ist, Al-Mar'atu Saliha, Wal-Maskanu Saliha, Wal-Markabu Salih. Es ist, sagt der Prophet, eine gute Ehefrau, ein gutes Haus und ein gutes Merkab, ein gutes Tier, ein Transporttier. وَمِنْ شِقَاوَةِ ibn Adam, und von dem Unglück von Ibn Adam, was ihn treffen kann, ist Al-Mar'atu Su, Wal-Maskanu Su, Wal-Markabu Su. Eine schlechte Ehefrau, ein schlechtes Haus und ein schlechtes Reittier, ein Transportmittel. Eine gute Ehefrau ist Husur für den Mann, ist Stärke für den Mann. Ein gutes Haus ist ein Stützpunkt. Das hatten wir im letzten Koranport von Furqan. Ist ein Stützpunkt, ist ein Militärstützpunkt, ein gutes Haus. Ein gutes Reittier ist ein Panzerwagen, mit dem du rausfährst. Aber wenn du bei diesen 3 Sachen Erfolg hast, so gehört das zum Menschen, ein erfolgreicher Mensch. Und hierbei
muss es auch bei Kuffar, selbst wenn die eine harmonierte Ehefrau haben, ein harmoniertes Haus haben, so sind die glücklicher wie die anderen Kuffar. Wenn sie aber noch Salih sind, Muslime sind, so ist die Dimension von dem eine ganz andere Dimension. Was ist besser? Reich zu sein, Milliarden von Euros zu besitzen und dabei eine zerbrochene Familie zu haben, indem man minimalen Kontakt steht, kaputt ist, oder lieber einen starken Familienhalt und dafür arm zu leben. Guck mal in der Surah Tauba, heißt es, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Und jene, die Gold und Silber horten, die Gold und Silber sparen, die ganze Zeit zu Hause anhäufen und es nicht für Allah seinen Weg verwenden, ihnen verheiße schmerzhafte Strafe. Als die Sahaba diesen Vers mitbekommen, fangen sie an, alles, was sie erspart haben, auszugeben und fi sabilillah zu spenden und nur einen ganz geringen Teil zu Hause aufzubewahren. Das Nötigste. Sie kommen zum Gesandten Allahs und sagen, ja Rasulallah, sag uns, was ist denn ein gutes Ersparnis? Was ist denn was Gutes? Dann sagt der Gesandte Allahs, afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun shakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Das Beste von eurem Besitz ist nicht Gold, Silber, Geld, ist eine Zunge, die dauerhaft Zikr macht, ein Herz, was Allah gegenüber Shukr dankbar ist und eine aufrichtige Frau, die ihrem Mann beim Iman hilft. Das wird bei Tirmizi und dem Musnad von Ahmad ibn Hanbal überliefert. Daher, eine Frau haben viele, ein Kind haben viele, aber das Besondere daran, dieses Sir dahinter, dass Salih-Frau, eine Salihah-Frau, eine gute, aufrichtige Frau, Salih-Kinder, aufrichtige Kinder, das ist das Sir, wo wir zu Allah Dua machen müssen. Und Allah ist Al-Wahhab, er gibt viel, er hört nicht auf zu geben. Wenn ihr von Allah subhanahu wa ta'ala Kinder wollt oder eine Frau wollt, dann bittet Allah gleichzeitig darum, eure Kinder salih zu machen, eure Frau salih zu machen. Macht Tawassul mit dem Namen Allahs Al-Wahhab und bittet Allah subhanahu wa ta'ala darum und sagt, oh Allah, mache mein Haus zu einem sicheren Haus. Oh Allah, mache mich zu einem salih Familienoberhaupt. Oh Allah, schenke mir aufrichtige Kinder. Oh Allah, schenke mir eine aufrichtige Frau. Eine Frau ist ein Geschenk, ein Kind ist ein Geschenk. Aber wenn dies nicht salih sind, könnte das für dich der größte Schmerz sein, den es überhaupt gibt. Deswegen, genau wie Allah euch ein Kind gegeben hat, bittet Allah subhanahu wa ta'ala darum, mit dem Namen Al-Wahhab, drum, euch auch aufrichtige Kinder zu geben. Denn ein aufrichtiges Kind ist einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala, seine Reflexion Al-Wahhab. Das ist der Grund, warum, das ist die Erklärung, warum manche Propheten Kafir-Kinder hatten. Warum manche Propheten Kafir-Ehefrauen hatten. Es lag nicht daran, dass ihre Tarbiyah schlecht war. Es lag nicht daran, dass sie falsch erklärt haben. Es lag nicht an all diesen Sachen. Allah, wenn er dir ein Salih-Kind gibt, ist das ein Geschenk Allahs. Es ist absolut und einfach ein Geschenk Allahs. Nichts mehr. Wenn Allah es möchte, gibt er dir es. Wenn er es nicht möchte, gibt er dir es nicht. Es ist nicht unbedingt abhängig von deiner Art, wie du erklärst, wie du Tarbiyah machst. Es hängt nicht davon unbedingt ab. Denn sonst würde es heißen, die Propheten haben irgendwo ein falsches Tarbiyah angewendet, wenn alles vom Tarbiyah abhängt. Ist aber nicht so. Es ist absolut ein Geschenk Allahs subhanahu wa ta'ala. Hanima sagt, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Der Vater war ein Gläubiger, deswegen hat Allah die Kinder beschützt, diese Yatim. Warum bei manchen Propheten nicht, obwohl sie Propheten waren? Warum Nuh, sein Kind, war ein Kafir gewesen? Warum? Weil das einfach nur ein Hiebe Allahs ist. Wenn Allah dir ein Salih-Kind gibt, ist das eins von den größten Gaben. Steh auf, mach Shukr und Ham. Und wenn du keins hast, bitte Allah mit dem Namen Al-Wahhab drum. Der zweite Punkt war jetzt gewesen, Salih, Familie, Nachkommen. Der dritte Punkt ist, besondere Gaben, besondere hervorstechende Geschenke Allahs, die man beneidet, die man beneiden sogar darf. Ihr wisst, im Islam ist Hasad nicht erlaubt, beneiden, Neid zu haben, ist nicht erlaubt. Aber es gibt zwei Punkte, so sagt der Prophet, da ist das Beneiden sogar erlaubt. Er sagt,
La hasada illa fisnatain. Man darf kein Hasad machen, außer in diesen 2 Punkten. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakati fil haq. Es ist jemand, dem Allah Besitz gab und er diesen auf dem rechten Wege Allah subhanahu wa ta'ala wieder ausgibt. Den darf man beneiden. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Und jemand, den Allah Hikmet, Weisheit gegeben hat, Ilm gegeben hat, und er damit urteilt und das den Leuten beibringt, diese sind zu beneiden. Hier geht es nicht darum, dass man den Menschen beneiden darf, weil er viel Besitz hat. Nein, nein. Er hat Besitz und hat die Gabe bekommen, das Besitz auf Allah seinen Weg wieder zu spenden. Das ist zu beneiden. Nicht dein Wissen ist zu beneiden. Warum hat er mehr Wissen wie ich? Das Wissen, was er hat, dass er das anwendet und das anderen beibringt, das ist zu beneiden. Zu beneiden ist alles, was salih wird. Zu beneiden ist nicht das Geld von einem Menschen. Es ist so, wie er das danach auf Allah seinen Weg aufgibt. Es ist nicht zu beneiden, dass er mehr Kinder hat. Es sind die Kinder, die aufrichtig sind in seiner Familie. Es ist nicht zu beneiden, dass jemand mehr Wissen hat. Es ist das, dass er das umsetzt und das weiterbringt. Es ist nicht zu beneiden, dass jemand irgendwas anderes macht. Es ist das, was es zum Beneiden bringt, wenn jemand diese Sache für Allah subhanahu wa ta'ala auch wieder ausgibt. Dann wird die Sache zu beneiden. Deswegen hat Sulaiman a.s. von Allah subhanahu wa ta'ala sogar eine ganz besondere Gabe hat er verlangt. Er wollte ein Mulk, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Oh Allah, vergib mir und gebe mir ein Königreich, was du niemandem wieder geben wirst, denn du bist Al-Wahhab. Es ist nichts Schlimmes dabei, eine Sache von Allah zu verlangen, die sehr besonders ist. Oder eine Tat zu verlangen von Allah, wo man besonders hervorsticht. Das ist nichts Schlimmes. Man kann das sogar von Allah subhanahu wa ta'ala verlangen, aber das Besondere dabei ist immer wieder von Allah zu verlangen, der Al-Wahhab ist, diese in Salih-Sachen umzuwandeln, diese in den guten Taten umzuwandeln. Das macht eine Sache sehr besonders. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Gabe gibt, zu spenden, dir die Gabe gibt, das Ilm anzuwenden, dir die Gabe gibt, Dschihad das auszuführen, dir diese Gabe gibt, das zu führen, dann sind das alles Gaben Allahs. Guck mal, einer hat viel Geld, aber der gibt nicht. Warum? Er hat von Allah dieses Geschenk nicht bekommen zu geben. Also das Wahhab, also Allah hat ihm nicht Geschenk gegeben, das er gibt. Manche Leute haben viel Wissen. Bei wie vielen Menschen wurde das Wissen zum Verhängnis? Sie wurden erniedrigt und blamiert. Sie sind sogar unten durch, weil sie das Wissen nicht angewendet haben. Wie viele Menschen gibt es, die viel Geld haben, aber ihre Familien sind kaputt gegangen? Ihre Freundschaften sind kaputt gegangen. Sie waren verfeindet gewesen. Alles kaputt gegangen. Warum? Es ist nicht Chayr. Geld ist nicht immer Chayr. Wissen ist nicht immer gut. Wann wird es aber gut? Wenn ihr von Allah verlangt, dass er euch noch zusätzlich mit dem, was schenkt, das ausgeben auf Allah seinen Weg. Deswegen müsst ihr wieder Dua machen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala Dua machen und sagt, oh Allah, du bist Al-Wahhab. Oh Allah, gebe mir auch diese Gabe, die Sachen auf deinen Weg anzuwenden. Oh Allah, gebe mir auch, lasse mich mit dieser Tat, die ich danach mache, was du mir gegeben hast, Izzat erlangen. Oh Allah, die Sachen, die du mir gegeben hast, erlaube mir, dass dies eine Wesile wird, um ins Paradies zu kommen und Höllenfeuer zu bewahren. Ihr müsst es von Allah subhanahu wa ta'ala verlangen. Und wenn Allah es will, schenkt euch das. Aber Allah ist Al-Wahhab. Er gibt ohne Grenzen. Er gibt, ihr müsst ihn nur darum bitten. Dasselbe war sogar bei Zakaria. Als Zakaria zu Maryam geht und Maryam immer wieder Essen bringen will, nach ihr schauen will, sieht sie immer, Essen ist da. Und er sagt, wer versorgt dich? Und dann sagt Maryam zu ihm, zu Zakaria, oh Zakaria, es ist ein Rizq von Allah. Allah hat die ganze Zeit Maryam alleine versorgt. Zakaria hat immer nach ihr geschaut. Dann, als Zakaria das sieht, bewundert er das. Er beneidet es aber auf eine positive Art und sagt, Hunalika da'a Zakaria. Dann hat Zakaria Dua gemacht zu seinem Herrn und sagte, Qala Rabbi, habli min ladunka zurriyatan tayyiban, innaka sami'u du'a. Oh Allah, gebe mir auch, habli, schenke mir auch Nachkommen, die salih sind. Die Mushrikun haben auch beneidet, aber andersrum. Das Prophetentum ist auch ein Geschenk Allahs. Sie waren mit der Aufteilung Allahs, mit diesem Geschenk nicht zufrieden. Sie haben es bewundert und haben sich gefragt oder haben gesagt, وَقَالَ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Hätte denn der Koran nicht zu einem
einem anerkannten, bekannten Mann herabgesandt werden müssen aus einer dieser zwei großen Städte, haben die Mushrikun gesagt. Guck mal, sie hatten kein Problem mit dem Prophetentum. Sie hatten ein Problem, dass das Prophetentum zum Gesandten Mohammed ging. Das war ihr Problem. Sie meinen damit mit Taif und Mekka waren so bekannte Leute, so gute, die hätten doch eigentlich das Recht gehabt, das Propheten zu bekommen. Warum der Mohammed? Das war ihr Problem. Das war ihr Problem. Oder unzila alayhi zikra min baynina, ist die Warnung denn nur zu ihnen gekommen, haben sie gesagt. Und dann indahum khazainu rahmati min rabbika al-aziz al-wahhab. Seid ihr etwa diejenigen, die die Schätze, die Gnade, die Schätze von Allah, seine Rahmat besitzen und die ehrenvoll und Wahhab seid? Guck mal, Allah sein Geben war von seinem Wahhab abhängig. Das Prophetentum auf den Gesandten zu geben, war ein Geschenk. Und sie waren mit dieser Sache nicht zufrieden. Und Allah sagt, seid ihr etwa die Verteiler dieser Geschenke, dieser Gaben? Seid ihr es? Nein, ihr seid es nicht. Warum redet ihr dann? Und das ist auch eine Tarbiyah für uns Muslime. Beneidet nicht Menschen, die mehr Kinder haben, die ein besseres Auto haben, die ein mehr Besitztum haben, die vielleicht besser sind oder mehr haben oder mehr Kleidung haben oder er arbeitet und ich arbeite, aber er verdient so viel Geld, ich verdiene weniger. Warum? Warum klappt es bei mir nicht? Warum klappt es bei ihm? Hört auf, das zu beneiden. Das wird verboten. Irgendwo lehrt uns Allah hier in diesem Vers, ihr seid nicht die Besitzer der Schätze. Wenn Allah eine Sache verteilt, so hat das seinen Grund. Allah, wenn er eine Sache gibt, so hat dies alles seinen Grund. Mischt euch da nicht ein, redet nicht darüber. Redet nicht über den und den, warum er so viel hat. Guck mal, wir machen doch auch so viel, bei uns klappt es nie, warum klappt es bei denen? Macht das nicht, denn dies ist einzig und allein von Allah sein Geben abhängig. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist auf Hidayat Sabat zu machen, standhaft zu bleiben. Die größte Gabe, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Individuum geben kann, ist, dass Allah nicht dich recht leitet, auf der Rechtleitung Sabat macht, befestigt. Das war das Dua der Gläubigen, Rabbana la tuzi qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O unser Herr, lass unsere Herzen nicht von dir abwenden, nachdem du uns recht geleitet hast, und schenke uns Rahmat, Gnade von dir, denn du bist wahrlich derjenige, der unablässig Gebende. Du hörst nie auf zu geben. Vielleicht ist sogar Sabat auf der Hidayat noch wertvoller wie die Hidayat selbst. Auf der Hidayat standhaft zu bleiben, verlangen nur die wenigsten. Und wenn ein Mensch Sabat bekommt, Istiqamat bekommt, so ist dies nicht, weil er so wissend ist, weil er so viel Taten macht, so ist dies ein Geschenk von Allahs. Wenn Allah einem Menschen das schenkt, diese Standhaftigkeit, dann hast du die Standhaftigkeit. Wenn Allah dir diese Standhaftigkeit nicht schenkt, so kannst du so viel wissen, wie du möchtest, du kannst so viel beten, wie du willst, du wirst nicht auf diese Hidayat bleiben. Allah sagt, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Ganz gewiss haben wir die meisten der Menschen und der Dämonen erschaffen für die Hölle. Wir haben sie erschaffen, aber sie werden alle in die Hölle gehen. Die meisten. In einem anderen Vers sagt Allah, إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءُهُمْ ضَالُّونَ. Sie fanden ihre Väter als Irrende vor. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَؤُونَ. Und sie traten ihnen eilend in ihre Fußstapfen. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Und die meisten ihrer Vorfahren waren irregegangen. Ihre Väter waren irregegangen, sie sind sehr schnell in ihre Fußstapfen, sie waren auch irregegangen. قَالَ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Allah sagt, geht umher auf der Erde. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ. Geht um der Welt umher, reist umher und schaut, was das Ende der Leute vor euch war. كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. Die meisten von ihnen waren Mushrikun gewesen. Auf den Hidayat, Sabat zu bleiben, Sabat zu machen, standhaft zu bleiben und nicht vom Weg abzukommen, ist einzig allein Allah sein Hadiyah, seine Gabe dir gegenüber. Wenn Allah dir diese Sache schenkt, die Sabat, dann bist du drauf. Deswegen sagt Allah, Ja ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemter Art und Weise und sterbt ja nicht anders als Muslim. Das war der vierte Punkt. Auf Hidayat Sabat zu machen, auf Hidayat zu bleiben, auf der Rechtleitung standhaft zu bleiben, ist von Allah al-Wahhab ein Geschenk.
Der 5. Punkt ist, guck mal, wie unterschiedlich Allah schenkt. Man würde nur denken, vielleicht Geld oder Mal geht zum Rizq, Mulkiyat. Es geht nicht darum, wie unterschiedlich Allah seine Gaben sind. Der 5. Punkt sind gute Helfer. Jeder von uns, um erfolgreich zu sein, braucht immer wieder Helfer. Gute Leute, ob das in der Tijarat ist, im Familien ist, beim Aufbauen ist, in der Religion ist, bei der Dawa ist, bist du immer angewiesen auf gute Freunde, gute Helfer. Wenn viele gute Menschen sich versammeln und agieren, entsteht etwas Großes Gutes. Wenn einer was macht, es ist eine Sache, die ist klein, die ist gut. Aber wenn viele Gute zusammenkommen, gute Helfer, viele Gute da sind, so ist eine gute Sache, eine große gute Sache entsteht. Musa a.s. bittet Allah folgendermaßen: Waj'alli wazira min ahli. Er sagt, oh Allah, gib mir einen Beistand aus meiner Familie. Ich soll zu Pharaon gehen, ich bin alleine, ich brauche jemanden an meiner Seite. Wa akhi Haruna, mein Bruder Harun, huwa afsahu minni lisanan fa'arsilhu ma'ya rid'an yusaddiquni. Er ist viel besser redegewandt wie ich, er ist viel redegewandter wie ich. Schick ihn mit mir und er soll mich bestätigen. Er soll mich bestätigen, wenn ich dort spreche und sie mich der Lüge bezichtigen. Was sagt Allah? Seine Antwort: Wa wahabna, wir haben ihm gegeben, diese Gabe. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyyan. Und wir schenken ihn aus unserer Gnade heraus. Es war eine Rahmat von uns. Wir haben ihn geschenkt, den Bruder Harun, als einen Propheten. Guck mal, ein Geschenk ohne eine Gegenleistung, haben wir gesagt, ne? Ein Geschenk ohne etwas zurückzuverlangen. Allah schickt mit Musa einen weiteren Propheten, er wählt einen weiteren Propheten Harun, er geht mit ihnen. Allah sagt nicht, jetzt seid ihr zu zweit, jetzt müsst ihr mehr machen. Jetzt seid ihr zu zweit, jetzt müsst ihr ein bisschen mehr zeigen. Weil Allah gibt das geschenkt. Er verlangt dafür nichts. Er will danach nichts dafür haben. Es ist sehr wichtig. Allah verlangt dafür nichts. Jetzt könnt ihr zum Beispiel kommen und vielleicht sagen, naja, Asad, aber wir beten doch zu Allah, aber Allah verlangt doch von uns, dass wir ihn auch dafür anbeten sollen. Also Allah gibt, aber er verlangt von uns die Anbetung. Er verlangt die Anbetung nicht, weil er uns das gibt. Er verlangt nicht die Anbetung, weil er uns Sachen schenkt. Sonst wären wir Sklaven. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala für die Sachen, die er uns geben würde, dafür Ibadat machen müssen, dann wären wir Sklaven. Und ein Sklave weiß, ein Sklave ist. Wir haben aber den freien Willen. Es sind alles Geschenke Allahs und wir haben den freien Willen, Allah anzubeten. Sonst hätte Allah das verpflichten können für uns. Allah erwartet nicht für die Sachen, die er dir geschenkt hat, die Ibadat zu ihm. Nicht dafür, weil er dein Ilah ist, dafür verlangt er es von dir. Nicht, weil er die Sachen schenkt. Gute Helfer sind wichtig, vor allem, egal wer. Ob, haben wir gesagt, im Tijarat, ob in der Religion, als Da'i, vor allem aber als Emir und als Kalif brauchst du gute Helfer, die sind sehr, sehr wichtig. Bei Bukhari wird überliefert vom Gesandten Allahs, a.s.w., er sagte, Mastukhlifu khalifatun illa lahu bitanatani bitanatun ta'muruhu bil khayri wa takhudduhu alayh. Kein Kalif wird ernannt, ohne dass er einer von diesen beiden zwei Gruppen von Beratern hat. Kein Kalif gibt es. Er hat einer von diesen zwei Beratern. Die eine rät ihm Gutes zu und drängt ihn, dies auch anzunehmen. وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُوهُ بِالشَّرِّ وَتَخُدُّهُ عَلَيْهِ. Und die anderen Beratern empfehlen ihm das Schlechte und drängen ihn, das Schlechte auch umzuwandeln. وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ. Und beschützt ist nur derjenige, den Allah auch geschützt hat. Gute Helfer. Nicht jeder bekommt gute Helfer. Gute Helfer, um sich zu haben, ist eine besondere Gabe. Ich hatte das letztens mal in meiner Siyat gesagt gehabt. Warum haben wir nur diese 4 Mazhab bis heute haben uns erreicht? 4 Mazhab gibt es. Die von Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik und die von Ahmad ibn Hanbal. Die Hanbali. Warum diese 4? Es gab doch so viele Gelehrten wie Sufyan al-Thawri, Imam Auza'i. Das waren vielleicht Gelehrte, die hatten noch mehr Wissen wie diese Mazhab-Gelehrten. Aber warum haben ihre Mazhab uns nicht erreicht, aber diese 4 Mazhab haben uns erreicht? Warum? Weil sie gute Helfer hatten. Sie hatten gute Helfer. Und mit guten Helfern lässt Allah dich viele gute Sachen machen. Und wann bekommst du gute Helfer? Das ist eine Hiebe von Allah.
Dies ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. In dem Musnad von Ahmad ibn Hanbal wird berichtet, إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صدق. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala für einen Emir etwas Gutes möchte, so gibt er ihm einen guten, einen aufrichtigen Wazir, einen Berater, einen aufrichtigen Helfer. In Nesiya, was macht er? In Nesiya zakarahu wa in zakara a'anahu. Wenn er vergisst, erinnert er ihn. Und wenn er sich erinnert hat, dann hilft er ihm, das wieder zu machen, gerade zu biegen. Wa iza arada Allahu bihi ghayra zalik. Aber wenn Allah etwas anderes für ihn vorgesehen hat, nicht gut, hier heißt aber auch nicht schlecht, wenn Allah aber etwas anderes für ihn vorgesehen hat, nicht gut aber, ja'ala lahu waziran su'in, lässt er ihn einen schlechten Wazir um ihn geben. Schlechte Umgebung, schlechte Helfer. In nesiya lam yuzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu. Wenn er vergisst, wird er nicht erinnert, und wenn er sich erinnert, wird dieser Helfer ihm nicht helfen, den Kalifen. Deswegen ist es eine Gabe Allahs, wenn man gute Helfer hat. Gute Helfer sind sehr, sehr wichtig. Für einen Kalif ist die größte Gabe gute Helfer. Für ein Individuum ist die größte Gabe Hidayat Sabat zu machen. Für einen Ehemann ist die größte Gabe eine gute Ehefrau. Für eine Ehemann und Ehefrau ist die größte Gabe eine Salih Familie und Nachkommen. Der 6. Punkt, was kann das wohl sein? Macht, Herrschaft und Weisheit ist ein Geschenk, ein Hiba von Allah. Die größte Gabe der Umma, das größte Geschenk der Umma ist das Kalifat. Und dies ist nur ein Hiba von Allah. Dies ist ein Geschenk von Allahs. Wir wollen ein Kalifat haben. Und das ist auch unser Recht, das zu sagen und das auch öffentlich zu sagen. Wir möchten ein Kalifat haben, in dem wir Muslime leben können. Das ist unser Recht, das zu sagen. Allah möchte eigentlich für uns auch, dass wir in einem Kalifat leben. Allah sagt in Surah Qasas, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْ لَهُمُ الْوَارِثِينَ. Und wir wollten denen, die im Lande als schwach erachtet worden waren, Huld erweisen und sie zu Führern machen und sie zu Erbe einsetzen. Denn die als Führungsposten auf der Erde einsetzen. Das Dua von denen, die ein Kalifat wollen, ist, wie Ibrahim es gesagt hat, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Mein Herr, schenke mir Weisheit und füge mich zu den Rechtschaffenen. Schenke mir Weisheit, damit ich rechtschaffen mit Hikmet urteilen kann und mache mich zu den Rechtschaffenen. Dies ist aber nur für die Menschen, deren Horizont ein bisschen weiter geht, als das vor der Haustür, als ihre eigene Sorgen, als ihr eigenes Problem, das Ansehen. In einem anderen Vers sagt Allah, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ, und diejenigen, die sagen, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Unser Herr, gewähre an unseren Frauen und Kindern Augentrost und mache uns zu einem Vorbild, zu Imamen für die Gottesfürchtigen. Für einen Muslim ist es das Beste, wenn es ein Kalifat gibt. Aber nicht nur für einen Muslim. Für einen Kafir ebenfalls. Das Beste, was einem Kafir passieren kann, ist eigentlich ein Kalifat. Nicht nur den Kafir, der Umwelt, den allen Lebewesen, die es gibt auf der Welt. Zahar al-Fasadu fil Barri wal Bahr bima kasabat aydin nas. Unheil, Verderben ist auf dem Land und auf dem Meer sichtbar geworden, wegen dem, was sie mit ihren Händen eigenhändig erworben haben. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dies, damit er sie etwas von dem erfahren lässt, was sie taten, damit sie umkehren. Allah lässt uns minimal das zeigen von unserem Unheil, was wir mit unserer Hand erworben haben. Ein Kalifat ist Gerechtigkeit für alle. Heutzutage glauben die Menschen, oder sie sehen das Problem, sie sehen irgendein Problem und wollen ein Problem lösen. Sie verstehen aber nicht, dass wenn man zum Beispiel ein Kopftuchverbot, was jetzt in Deutschland stattgefunden hat, dass man dagegen angehen kann. Das ist aber keine Dauerlösung. Man kann Menschen spenden, Geld spenden, nach Afrika, nach Syrien, egal wo. Es ist keine Dauerlösung. Du kannst gegen den Schirk Dawa machen. Es ist keine Dauerlösung. Du kannst Dschihad machen gegen die Besatzer. Das ist keine Dauerlösung. Die Lösung
was alles gleichzeitig dieser Schub ist, wo alles dann einrasselt, bum, 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 ist das Kalifat. Wenn es das Kalifat gibt, gibt es keine Ausbeutung. Wenn es das Kalifat gibt, muss das gerechte Aufteilen der Güter, hat doch die Lenin gesagt. Dann wird die Güter gerecht aufgeteilt. Die Erdschätze werden anders aufgeteilt. Die Verhungernden wird runtergehen. Die Kriege würden aufhören. Das Leid würde aufhören. Die Gesellschaft, die heute in Psyche untergeht, mit psychischer Erkrankung, würde wieder Moral und Ethik kriegen. Sie würden wissen, dass es nicht ein Wettkampf des Körpers ist, wo sie in Depression leiden. Ein Kalifat ist eine Lösung für alles. Das Schild, wo wir uns die ganze Zeit dagegen stellen, würde mit einem Kalifat gleichzeitig zu 70% beheben, weil es die ganzen demokratischen Systeme, die ganzen Götzen, die falschen Götter, die angebetet werden, beheben würde. Deswegen ist ein Kalifat die größte Lösung, die ein Muslim erlangen kann. Das verstehen aber die meisten Muslime nicht, weil ihr Horizont ist nicht so weit. Ihr Horizont geht bis ihre Tür, bis ihren nächsten Bruder, der einen Fehler macht, bis zum Imam der Moschee, dass er irgendwas da macht. Das ist das Horizont. Das Horizont ist bis Yed und Wedge über Mutashabih-Verse zu diskutieren. Es ist über die Gelehrten zu diskutieren, welcher Gelehrter das gemacht hat, was der Gelehrte über den gesagt hat. Ihr Horizont ist so primitiv, dass sie sich vor Netzwerken stellen, stundenlang Sachen schreiben, kommentieren, ohne eine Vision zu haben, ohne ein Ziel zu haben, ohne ein Manhaj zu haben. Einfach machen. Sich irgendwo hinstellen und einfach anfangen, jetzt werde ich auch mal Dawa machen. Jetzt werde ich auch mal einfach irgendwas machen, ohne eine Vision zu haben. Das sind Menschen sehr primitiv. Sie sind gefangen in ihrem eigenen Kreis, den sie gemacht haben. Und sie werden da auch nicht rauskommen. Die Sache mit dem Kalifat ist eine Sache der Geehrten. Es ist eine große Sache. Wenn Allah dir diesen Kampf, diese Sache in dein Herzen gelegt hat, dass du dich für dieses Kalifat einsetzt, so ist dies eine Gabe, die Allah dir gegeben hat. Und beschäftige dich nicht mit diesen kleinen, primitiven Streitigkeiten, die aus den Ecken da Schreie kommen und Diskussionen wollen. Gucke nicht auf das, gucke nicht auf die Heuchler, gucke nicht auf die dich runterziehen wollen, die Iftira machen, die lügen, die dich bekämpfen. Mache einfach weiter, geh Richtung dein Ziel. Weil später, wenn du dein Ziel erreicht hast, werden alle merken, dass sie nicht richtig waren. Das Ding ist aber natürlich, wenn für die Umma das Wertvollste das Kalifat ist, so könnt ihr auch von ausgehen, dass das Wertvollste einem weggenommen wird, wenn man es nicht mehr verdient. Wir als Umma haben uns irgendwann im 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert angefangen, von unseren Werten zu distanzieren. Wir haben angefangen, irgendwann uns von dem Koran, von unseren Gelehrten, von unseren Usul, von unseren Adab, von unserem Manhaj, von unserer islamischen Kultur abzuwenden und haben versucht, denjenigen nachzuahmen, Europa, die ein westliches Leben geführt haben. Und wir waren es nicht mehr wert gewesen. Wir haben Allah keine Achtung mehr geschenkt und Allah hat das Wertvollste von uns genommen, denn er ist ein Geschenk. Er gibt es, er muss aber nicht jedem geben. Es kommt irgendwann eine Zeit, ab hier sagt er das Cut, jetzt gebe ich es nicht mehr weiter, das Geschenk. Das ist ein Geschenk, er muss es nicht geben. Allah muss nicht geben. Bei dem Musnad von Ahmad ibn Hanbal wird berichtet, der Islam besteht aus Halka, aus wie so Kreise, woran sich die Muslime festklammern. Es gibt das Kalifat, dann gibt es Zakat, Fasten, Jamaat, Imam. Das letzte ist das Gebet. Der Prophet sagt, das Erste, was dem Muslim weggenommen wird, ist das Kalifat, ist die Regierung, ist das Hukum, ist das Emilik. Das wird das Erste weggenommen. Und zum Schluss wird das Gebet denen auch weggenommen werden sein. Und das ist heute der Fall. Stück für Stück brechen unsere Halka zusammen. Und wir klammern uns immer an den Nächsten, was kommt. Aber wir sollten eigentlich versuchen, wieder das große Schutz herzustellen. Und das ist Kalifat. Und deswegen sollte jeder Muslim sich dafür einsetzen. Aber denkt dran, dies ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala ein Geschenk ist. Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen und Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns zu Imamen macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Namen Al-Wahhab darum bitten, uns als Umma ein Kalifat wiederzugeben. Ja.
Das waren die 6 Punkte, wo Allah subhanahu wa ta'ala insbesondere unseren Fokus in Verbindung mit seinem Namen Al-Wahhab hinfokussiert und sagt, guckt auf diese 6 Punkte. Ich möchte noch, bevor ich zum Schluss komme, sagen, dass Allah seinen Namen Al-Wahhab zu seinen Jamal-Namen gehört. Seine Jamal-Namen sind diejenigen, die man zu seinem Charakter macht. Es sind diejenigen, die ein Muslim, wenn er die bei sich anwendet, ein Muslim sein Charakter vervollständigt wird. Und geben, schenken ist sowieso eine Sunna des Propheten. Eine Sache schenken, eine Sache geben und am besten eine Sache geben, ohne etwas zu erwarten, ohne eine Gegenleistung zu wollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Eid zur Vergebung und Eid zur Vergebung von eurem Herrn und zum Paradies, dessen Breite größer ist wie Himmel und Erde. Und diese ist für die Muttaqi vorbereitet. Allazina yunfiquna fis sirrai wa darrai wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas. Es sind diejenigen, die sowohl im Wohlstand als auch in der Not spenden. Das Paradies ist für solche Leute vorbereitet, die geben. Genau wie Allah immer gibt, mach es dir zur Eigenschaft, gib immer. Gib, auch wenn du in der Not bist. Allah sagt, لَن تَنَالُوا بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet das Gütigsein nicht erlangen, bis ihr von dem spendet, was ihr liebt. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Und egal was ihr spendet, Allah weiß darüber Bescheid. In Surah Hashr wird berichtet, und diejenigen, welche bereits die Wohnstätte Medina bewohnten und den Iman verinnerlichten vor ihnen, lieben diejenigen, die zu ihnen die Hijra unternahmen. Und sie finden in ihren Brüsten kein Verlangen nach dem, was ihnen, den anderen ja nicht zuteil wurde. Und sie bevorzugen andere vor sich selbst. Und dann, auch wenn sie in Not sind. Und wer von dem Geiz seines Ego geschützt wird, die sind wahrlich ganz wirklich die Erfolgreichen. Diejenigen, die die anderen sich bevorzugen. Die meisten sagen doch, ich denke nie an mich, ich mache das alles für euch. Das ist eine Gabe Allahs. Wenn Allah dir das gegeben hat, mach Schükr, beschwer dich nicht darüber. Die anderen sind egoistisch, aber ich beachte immer, mach das nicht. Das ist so ein Geschenk Allahs, wenn Allah dir das gegeben hat. Dann sag Alhamdulillah, dass ich immer die anderen vorziehe, selbst wenn du gerade in Not bist sogar. Wenn es gerade um dich geht, dass du andere trotzdem bevorzugst, weil du sagst, sie sind gerade in Not. So beschreibt Allah die Ansar. Oder diejenigen, die sagen, wenn die Sadaqa oder Spenden, innama nut'imukum liwajhillah. Wir geben dies nur für das Angesicht Allahs, nur für das Wohlgefallen Allahs. La nuridu minkum jaza'an wala shakura. Wir wollen von euch weder einen Dank noch eine Belohnung, eine Gegenleistung von euch. Ich möchte jetzt ganz kurz erwähnen, Allah, sein Name Al-Wahhab kommt mit einem Namen Allahs vor, und zwar Al-Aziz. Aziz und Wahhab. Ein Name, Aziz. Warum Aziz? Was ist die Hikmet dahinter? Mit dem, der ehrenvoll ist. Izzat Sahib, der das Izzat, die gesamte Ehre besitzt. Warum? Wenn ein Mensch eine Sache schenkt, dann schenkt er, um den anderen Menschen sein Herz an sich zu binden, um vielleicht seinen Respekt zu bekommen, um vielleicht geliebt zu werden, um vielleicht von ihm geschätzt zu werden. Deswegen schenken Menschen. Wenn ein Mensch eine Sache schenkt, ohne eine Gegenleistung, dann fühlt der Mensch sich gegenüber sehr verbeugt ihm gegenüber, sehr erniedrigt ihm gegenüber. Weil dann sagst du, es ist hier eine Sache, die er erworben hat, seins, er schenkt es mir ohne eine Gegenleistung. Dann fühlt er sich gegenüber, wenn du nichts erwartest, zurück, sogar sich noch mehr erniedrigt, noch mehr verbeugt und denkt, er steht in meiner Schuld. Und wenn er dann mich sieht, ist er immer sehr respektvoll. Versteht ihr? Wenn ich eines Menschen jemand was gebe und verlange nichts, dann machen das Menschen häufig, um danach noch mehr respektiert zu werden. Oh, der ist ein sehr guter, guck mal. Allah gibt nicht, um respektiert zu werden. Allah schenkt nicht, um angesehen zu werden, dass man ihn danach liebt. Allah ist bereits schon geehrt. Allah ist bereits schon Aziz. Wenn Allah euch das gibt, dann nicht für eine Gegenleistung oder dass ihr ihn danach ehrt und sagt, Respekt Allah gegenüber erweist, Allah ist bereits schon Aziz. Allah wird nicht Aziz, indem er euch das schenkt. Allah muss euch nicht mit seinem Geben eure Herzen an ihn binden. Er ist doch schon bereits Aziz. Er ist an sich Aziz, geehrt. Der Ruhmvolle, der Ehrenvolle, der Mächtigste. Er ist es doch schon bereits. Wenn er gibt, hat er keinen Vorteil davon. Es ist ein Geschenk an euch einfach. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Ich möchte
zu einem vorletzten Punkt kommen, dann beenden wir es, inshallah. Und zwar, es ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala natürlich dir eine Sache schenkt, dann ist es manchmal sehr schön, wenn man mit dem Schönsten das wieder erwidert. Wenn man das mit dem Schönsten erwidert, ist natürlich was ganz Besonderes. Ibrahim a.s. hat mit dem Besten, was er hatte, Allah das erwidert. Das Beste, was Ibrahim hatte, a.s., war das, was er sich die ganze Zeit gewünscht hat. Es war ein Kind gewesen. Ali Imran, Hanan, sie wollten von Allah unbedingt ein Kind haben. Unbedingt, so sehr, noch in ihrem Bauch opfert sie das Kind für Allah und sagt, oh Allah, das Kind gebe ich für dich. Sie haben das, was sie am meisten wollten, für Allah auch wieder weggegeben. Gespendet, Sadaqa gegeben. Für so ein Allah gebührt es das. Ibrahim sagte, Rabbi habli minas salihin, mein Herr gewähre mir einen rechtschaffenen Sohn. Fabasharnahu bi ghulamin halim, dann gaben wir ihm die frohe Botschaft von einem sanftmütigen Sohn. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Als er alt genug war, um mit ihm zu arbeiten, sagte er, Ibrahim, o mein Sohn, ich sehe im Traum, dass ich dich schlachte. Nun schaue, was meinst du dazu? Er sagte, o mein Vater, tu, wie dir befohlen wird. Du sollst mich, so Allah will, unter den Geduldigen finden. Allahu Akbar, was für eine Hingabe. Was für ein hingebender Vater, was für ein hingebender Sohn. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sowieso, so ein wunderschöner Sohn kann nur kommen bei einem Vater wie Ibrahim und einer Mutter wie Hajar, die sich alle so hingeben, als Familie so eine hingebende Familie sind. Ich werde dazu gleich nochmal kommen, dass Allah sie sehr, sehr ehrt, sehr besonders. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. Als sie sich beide Allahs Willen ergeben hatten, sie haben sich Allahs Willen ergeben, und er ihm mit der Stirn auf den Boden hingelegt hatte, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. So riefen wir ihm zu, Ja Ibrahim, O Ibrahim, قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا. Du hast deinen Traum erfüllt. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. So belohnen wir diejenigen, die Gutes tun. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ. Wahrlich, das ist eine offenkundig, eine sehr schwere Prüfung gewesen. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Und wir lösten ihn durch eine große Schlacht hier aus. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Und wir bewahrten ihren Namen unter den künftigen der Geschlechtern. Salamun ala Ibrahim. Frieden sei auf Ibrahim. Allah hat durch diese Tat bis heute eine Sache eingeführt, die wir bis zum Jenseits durchführen werden. Das Eid al-Adha, das Kurban, das nächste Woche stattfinden wird. Das ist eine Sunna von Ibrahim. Ismail und die Familie von Ibrahim, das Haus von Ibrahim, ist so geehrt für die ganze Nachkommen. Bis zu Qiyamat hat Allah diese Leute geehrt. Allah lehrt uns hier, es ist nicht der Mensch, der geschlachtet werden soll, sondern es ist das Tier. Der Mensch, wenn du ihn Kurban machst auf Allah seinen Weg, so bedeutet dies, du erziehst ihn für Allah, du lehrst ihn, du lässt ihn mit dem Ilm Amal machen, du bringst ihm Mujadala bei und dann lässt du dein Kind Mujadala machen. Das ist dein Kind auf Allahs Weg geben. Das bedeutet Opfern. Ein Tier schlachtest du. Heute gibt es Satanisten, die schlachten Menschen. Damals haben die Völker Jungfrauen geschlachtet als ein Gebrauch oder Kinder geschlachtet, die unschuldig waren als Gebrauch. Das haben die Menschen wirklich gemacht. Der Islam lehrt uns vor tausenden von Jahren, nicht der Mensch ist es, der geschlachtet wird. Es ist das Tier. Der Mensch opfert sich Allah, indem er sich auf diesen Weg anstrengt. Ich möchte ein weiteres Beispiel geben von der Familie Imran. إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Sie wollten von Allah ein Kind haben und Allah hat ihnen das Kind gegeben. Und sie waren beide sehr alt gewesen. Und dann sagte die Frau, erinnere daran, als die Frau von Imran sagte, und sie hat das Kind
Maryam gebärt, bevor, also der Vater, Imran ist gestorben und dann kam das Kind auf die Welt. O mein Herr, ich habe dir das gelobt, was ich in meinem Bauch trage, nur für den Gottesdienst zu weinen. So nimm es von mir an, gewiss du bist der Allhörende und der Allwissende. Noch das Kind ist in ihrem Bauch, was sich die ganze Zeit gewünscht hat, sie gibt es auf Allah seinen Weg. Sie gibt es Allah als Geschenk. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا. So nahm sie ihr Herr in angenehmer Weise an, ließ sie in angenehmer Weise heranwachsen. Als sie herangewachsen, also immer größer wird, hat die Mutter ihr Kind gespendet, also weggegeben auf Allah seinen Weg, das nur Ibadat macht. Sie war wie in einer, sagen wir, keinen Raum, da hat sie Allah dauerhaft gepreist. So, und jetzt heißt es, wir ließen sie in angenehmer Weise heranwachsen und ließen Zakaria sie in Obhut nehmen. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr ins Mihrab eintrat, fand er bei ihr Rizq. Er sagte, Maryam, wo hast du dies her? Sie sagte, es ist von Allah, gewiss Allah gewährt Rizq, wem er will, ohne eine Berechnung. Daraufhin sagt Zakaria, Hunalika da'a Zakaria Rabbi, Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiban, innaka sami'ud du'a. O Allah, gib mir auch gute Nachkommen. Wo er das sieht, gib mir auch ein Nachkommen. Er bekommt auch ein Kind. Yahya. Yahya wird ebenfalls auf Allah seinen Weg hingeben und er wird sogar Shahid gemacht. Sein Kopf wird abgeschnitten danach von den Feinden. Allah sagt, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala al-Alamin. Allah, wahrlich, Allah erwählt Adam. Nuh ist ja klar, sind Propheten und das Haus Ibrahim und das Haus Ali Imran. Vor allen Welten hat Allah diese ausgewählt. Warum Ali Imran? Genau deswegen. Was wissen wir viel von denen? Was haben sie gemacht? Es ist diese Hingabe zu Allah, diese Aufopferung, dieses Geben. Allah hat ihnen was gegeben, ein Geschenk, und sie haben Allah das zurückgegeben, aber auf eine brutale Art und Weise. Das, was sie so sehr geliebt haben, sie haben das Beste, was sie hatten, gegeben. Allah sagt, wir haben diese sehr besonders ausgewählt, sodass er diese mit Ibrahim, Adam und Nuh in einem Satz vor allen Menschheiten ausgewählt hat. Warum? Es ist das Hiebe, das Geschenk, was du von Allah bekommen hast und sagst, oh Allah, ich möchte dir das Beste von mir, was ich besitze, auch geben. Das ist wahrhaftige Hingabe. Zum letzten Punkt zu kommen, ist daher, ganz kurz nochmal, deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich von dem geben, was uns wichtig ist. Auf Allah seinem Weg in der Religion des Islams sollte man nicht zurückhaltend sein. Man sollte das geben, was einem sehr wertvoll ist. Das haben wir aufgezählt, das ist so. Wenn Allah dir so viel gibt und du gibst Allah so, also gibst ohne Gegenleistung. Guck mal, der Prophet a.s. betet die Nächte lang. Nächte, seine Beine, Füße blau, Tränen. Er weint. Aisha sagt, O Gesandter Allahs, reicht es denn nicht? Hat dir Allah nicht vergeben? Du bist doch schon im Paradies. Er sagt einfach diesen Satz, soll ich kein dankbarer Diener sein? Punkt. Nachdem jemand dir so viel Gaben gegeben hat, soll ich einfach kein dankbarer Diener sein? Ja, vielleicht wird das nicht erwartet von mir. Ja, mag sein, aber ich will dankbar sein. Ich will alles geben. Einfach nur dankbar sein, ein ehrlicher Mensch sein, Allah gegenüber. Daher verdient Allah, derjenige, der Al-Wahhab ist, ebenfalls viel Schukr gemacht zu werden. Wenn ihr einen Menschen vor euch hinstellt oder immer wieder erzählen die Menschen über Sorgen, über Probleme, was gerade im Leben nicht richtig läuft und ja, und das ist doch alles so und das ist stressig, und wenn du die Reden hörst, glaubst du, ihr Leben besteht aus nur Stress. Und wenn du ihnen aber 2 Zettel gibst, sag, guck mal, schreib mal bitte mal deine Probleme gerade hier auf einen Zettel und schreib mal auf der anderen Seite alle guten Dinge, die Allah dir gegeben hat, werdet ihr sehen, dass seine Sorgen 3, 4 Zeilen sind und die Gaben Allahs über Lexikon nicht ausreichen würde, um das aufzuschreiben. Aber der Mensch ist nun mal sehr undankbar. Qutil al-insanu ma akfara. Tod dem Menschen. Zugrunde gehen soll der Mensch, wie undankbar doch er ist. Wa qalilun min ibadiya shakura. Und wenige meiner Diener, nur ganz wenige, gehören zu den Dankbaren. Wenige machen Dank. Wenn ihr Menschen seid, die viel Schukr machen, und es sollte auch so sein,
Selbst Prüfungen, dahinter steckt Khair drin, müsst ihr Schükr machen für Prüfungen. Allah will euch vergeben, Allah will euch reinmachen. Sollt ihr Allah danken. Wenn ihr Allah dankt, ihr erkennt einen Menschen, der Schükr macht und ihr erkennt einen Menschen, der immer von seinem Problem erzählt. Ein Mensch, der dankbar ist, sein Herz dankbar ist, er ist immer am Lächeln. Ihr würdet glauben, der hat keine Sorgen. Seid euch sicher, er hat mehr Sorgen wie ihr. Aber er ist immer am Lächeln, er ist sanftmütig. Seine Kinder, wenn die später groß werden, sind auch so. Sie werden immer lachen, lächeln, sagen. Dann gibt es Menschen, immer düstere Gesichter. 1, 2 Sorgen, glauben, die Welt geht unter. Alles ist gerade stressig, die ganze Welt hat sich gegen ihn verschwört. Und was soll ich da machen? Und sein Gesicht so grau, so total kaputt. Seine Kinder werden genauso sein. Seine Nachkommen werden genauso sein. Seid von den dankbaren Dienern. Qalilun. Ganz wenige sind nur dankbar Allah gegenüber. Und einem Allah, dessen Gaben man nicht aufziehen kann, wo Allah sagt, ihr könnt sie niemals umfassen, sollte man, glaube ich, dankbar sein, auch wenn im Leben 1, 2 Punkte nicht richtig laufen. Wir machen folgendes Dua und sagen, Rabbana la tuzi qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Unser Herr, lasse unsere Herzen keine Falschheit entstehen, nachdem du uns recht geleitet hast, und schenke uns von dir aus Gnade, gewiss du bist der zweifellos der großzügigste im Schenken. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiban innaka sami'ud du'a. Mein Herr, schenke mir von dir aus einen gottgefälligen, eine gute Nachkommenschaft, gewiss du bist derjenige, der die Bittgebete erhört. Rabbana hab lana min azwajina zurriyatina qurratan a'yun waj'alna limuttaqina imama. Unser Herr, schenke uns von unserem Partnerwesen und unserer Nachkommenschaft Erfreuliches und mache uns für die Muttaqi als Imame. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Mein Herr, schenke mir und uns Weisheit und füge uns zu den Rechtschaffenen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, der Al-Wahhab ist, uns gute Ehepartner zu geben, uns gute Nachkommen zu geben und gute Kinder zu geben, Salih-Kinder. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns gute Helfer zu schenken, zu geben. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, für die Ummah, als Ummah uns das Kalifat zu schenken, und bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung und dass er uns ein dankendes Herz gibt, was ihm gegenüber wie Ibrahim und Ismail ergeben ist. Nad'u Allah yajma'na ala kitabillah wa ala shari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.